Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 und dann steht nicht Klaus-Peter vor der Tür. Nee, keine Sorge, nicht in Düsseldorf. Ja, das Christkind, nicht? Ja, das steht da vor der Tür. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Ja, Leute, heute backe ich mal einen Stollen. Und zwar nach einem Rezept von Sabine aus Niebüll. Die hat mir das nämlich letztes Jahr mal geschickt. Ein Stollenrezept von ihrer Mutti. Das hat ihre Mutti für die Kinder alle aufgeschrieben und ich habe das mal gleich nachgebacken. Und das ist jetzt ein Stollenrezept mit Backpulver. Und man nehme dazu, ich stelle mal eben die Tasse zur Seite, man nehme Butter, Zucker, Mehl mit Backpulver, beim Zucker natürlich Vanillinzucker, da kommt etwas Zitronenschale zu, geriebene Sucane, 2 Eier, eine Prise Salz, Rosinen, gehackte Mandel und Kardamom. Ich hoffe, das ist noch gut. Ja, und hier ein bisschen Bittermandel und Rumaroma. Ja, und das soll, wie es im Rezept steht, am besten alle Zutaten in eine große Schüssel füllen und durchkneten. Ja, da fange ich jetzt mal mit an. Nehmen wir erstmal die Butter. Ja. So. Küchenmaschine schon mal runter. Und jetzt nehme ich mal Mischen. Mit Zucker, mit dem Vanillenzucker und gebe das auch schon mal dazu. Und dann schon mal die ganzen Eier. Meine Cousine Petra, die hat das Rezept von mir auch bekommen letztes Jahr. Und die hat den Stollen auch gebacken und war ganz begeistert. Ne? Ja, und das soll mit euch auch so sein. So, ich mache das mal ein bisschen doller. Eine Prise Salz. Ja, und jetzt gebe ich alles so nach und nach da rein. Backpulver mische ich jetzt auch mit dem Mehl. Jetzt nehme ich mal die Upsala. Das wird schön durchkneten. Ich versuche das jetzt so zu machen, wie Sabines Mutter das aufgeschrieben hat. Ja. So. Jetzt kommt das dazu. Eine Prise Kardamom. Eine Messerspitze für mir. Die Rosinen. Und die Sucane. Und das Ganze wird jetzt schön verrührt. Upsala. Und der Quark. Habe ich euch den überhaupt gezeigt, den Quark? Ich weiß das gar nicht mehr. So. Und jetzt sehen wir das gleich weiter. Lassen wir einen Moment rühren. Ah, die Mandeln, ja. Wir lassen das jetzt einen kleinen Moment kneten. Und nun kommt da noch ein bisschen vom Rumaroma rein und eine halbe Flasche Bittermandel. Na, ach, da muss ich eine neue nehmen, die ist kaputt. So, und jetzt gebe ich noch eine halbe Flasche Bittermandelöl rein. Ich habe es ja geschafft, das aufzukriegen. So, ja, das ist jetzt eine halbe Flasche, und dann noch ein bisschen so. Und jetzt lasse ich das Ganze noch mal schön durchkneten und dann kommt es nachher in diese Form.
Die muss ich aber erst noch einbuttern. Die ist noch von meiner Mutti. Ja, von meiner Mutti ist die noch. Ja, mal sehen. So, nun ist der Teig gut durchgerührt. Ich zeige den noch einmal. So. Und jetzt kommt er in die Stollenform. Und guck mal, was ich mir hier ausgedacht habe. Ich habe da so eine Buchstütze genommen und das da reingestellt. Ich kippe das so um, wie soll ich den Teig da reinkriegen? Hat mir niemand gezeigt. Ja, und jetzt kommt der Teig da rein. Ich habe hier heißes Wasser. Und damit kommt er jetzt erstmal vom Rand ab. Upsala, oh Gott, oh Gott. Und jetzt kommt der Teig da so rein, ist schon festge und nun fällt das doch um. So. Ja, und so weiter. So, der Teig ist jetzt in der Stollenform und jetzt presse ich das dann noch so ein bisschen rein. Und das verteilt das schön, dass das gleichmäßig wird. Oh, ich freue mich ja schon so. Ich habe ja schon so einen Jeeper da drauf. Ja. So, gelungen. Jetzt habe ich alles nochmal, den Teig nochmal ein bisschen glatt gestrichen. Und jetzt kommt das so rum auf das Blech. So, dann bin ich mal gespannt. Jetzt kommt in den Backofen auf 160 Grad. Und jetzt muss mal gucken, ich glaube eine Stunde. Oh, was hat Frau Mutter? Ja, 60 Minuten backen. Ja, und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Ja. So, nun bin ich ja mal gespannt, was aus dem Stollen geworden ist. Wollen wir mal gucken. So, bisschen abgekühlt ist er schon. Sieht doch gut aus, ne? Und jetzt streiche ich ihn mit flüssiger Butter ein. Ich fange mal hier oben an. Ich hoffe, es reicht. Ja, oh, es duftet. Ach, wenn ihr das so nun riechen könntet, das wäre ja auch zu und zu schön, nicht? Ja. Ach. Ja, und anschließend kommt dick Puderzucker rauf. So, mal sehen, hoffentlich reicht das hier. Andere Seite auch. Man könnte fast noch ein bisschen mehr Butter nehmen. Nicht? Ja. Ich glaube, ja, so. Das ist schon ganz gut so. Ja, und jetzt kommt Puderzucker drauf. Wahrscheinlich zieht der Zucker jetzt ein, dann muss ich nochmal Zucker hinterhergeben. Ja, dann sage ich jetzt schon mal, guten Appetit und stellt euch vor, wie wir das hier schön essen. Nicht? Das kann ja eine schöne Adventszeit werden. Und tschüss.